Ihr seid benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. So, ich habe jetzt gerade geschaut bei, wir fangen jetzt hier an bei Rendern hochladen mit der Zusammenfassung vom Stream, ne? Vom 11.3. Und zwar dem zweiten von 3 Teilen. Der erste von den 3 Teilen, habe ich gerade geschaut, ist praktisch eigentlich ziemlich identisch das, was ich am Ende vom letzten Video reacted habe, was der gute Ranger da schon hochgeladen hat. Dementsprechend geht es jetzt weiter, glaube ich, ja, Richtung Italien. Gegen Mobbing, selbstverständlich, bei Rennen hochladen. Ich verlinke euch das unten. Und dann da die Song, Einer in Rainer. Auf wie geht's. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Oh, jetzt hat er wieder Mucke laufen, alter Fall. Da kommt man mit 180 Sachen angeschossen und die Leute fahren raus. Ich raff's das nicht. Mir geht das nicht in die Birne. Wie kann man rausfahren, wenn man sieht, da kommt einer angeschossen? Das ist wieder, wenn alle dumm außer ich. Alle, die schneller fahren wie er, sind alles gasnarische Wahnsinnige und alle, die langsamer fahren, sind alles inkompetente Vollidioten. Wenn er von hinten angeschossen kommt, hat er recht, und wenn er links fährt und irgendjemand will schneller fahren, dann sind es alles Irre. Ob der euren Schrank macht, Alter? Ich will auch nur, der rausfährt, ey. Damit ich mal genug Abstand. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Ich war fast 90 bei 80. Ich gemerkt, fast. Und wenn ihr auch hört, der krasse Metal, den er da permanent im Hintergrund hört, gell? Aber vielleicht hat er sich ja zu Herzen genommen, dass er ein Metal-Verbot hat. Und der überholt mich trotzdem noch. Das ist so ein Moment, wo ich mir einen Blitz erwische. Verkehrsbildung kann man mich echt nicht nennen mit 80, 90. Italien ist weit weg, als ich dachte. Ich freue mich schon nach Italien zu fahren. Aber wenn der von Nürnberg nach Italien fährt, dann hat der fast bei mir durchkommen müssen eigentlich. Ist gar nicht, also der muss hier irgendwo durchgefahren sein. Italien war ja immer so für mich das, was ich unbedingt mal sehen wollte. Weil ich bin jemand, ich finde es wichtig zu wissen, woher die Wurzeln sind. Sprich, Ja, dein italienisches Blut. Ja. woher ist mein Großvater, woher ist meine Großmutter und so weiter. Und meine Großmutter ist in Italien geboren und aufgewachsen. Ist dann mit, ich glaube, 19 alleine nach Deutschland gekommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Hat dann meinen Großvater kennengelernt und haben sie geheiratet und Kinder bekommen. Und ich war zu meiner Schande noch nie in Italien. Mein Vater hatte nicht genug Geld, dass wir groß in Urlaub fahren konnten oder groß in Urlaub gefahren wären. Und einer der Gründe, warum ich mit YouTube unbedingt so viel Geld verdienen wollte, dass ich halt auch mal in Urlaub fahren kann oder auch mal sowas auf jetzt machen. Er hat mit YouTube so viel Geld verdienen wollen, damit er bis nach Italien kommt. Das musst du dir vorstellen. Jeder, der irgendeinen Durchschnittsjob hat, kann sie über kurz oder lang so viel Kohlen auf die Seite legen, dass er ein paar Tage nach Italien fährt. Vor allem, wenn er da Verwandtschaft hat. Aber ich glaube, auch deine italienische Verwandtschaft wird wahrscheinlich nichts mit dir zu tun haben wollen. Der Rudi auch dann gesagt so, ja, zur Verwandtschaft nach Italien, da können wir nicht fahren rein, da haben wir kein Geld. Wahrscheinlich hat er sich wahrscheinlich richtig gedacht so, boah, die Verwandtschaft da drunten, die wenn sieht, was ich für ein Auto mein Fettbattel als Sohn habe, da mache ich mir lächerlich. Hier machen kann, weil mein Vater das nicht konnte und uns gerne sowas geschenkt hätte. Ich weiß, wie mein Vater war. Er hat uns alles gegeben, was er konnte, aber er konnte halt damit alles machen. Und der rotiert im Grab. Ich war 103 bei 100 und der neben mir überholt mich. Der BMW-Fahrer verstehe ich nicht. Ich fahre 120, warum fährt denn der jetzt 140 an mir vorbei? Das war halt einfach auf der rechten Spur. Hm?
Wäre das eine Idee? Und schon ist wieder runter. Also entweder gibst du jetzt Gas oder du fährst aus dem Weg. Also sowas packe ich nämlich nicht drüber fahren, obwohl es frei ist. Und dann ausbremsen. Gerade eben noch das Original dasselbe gemacht. Und jetzt regt er sich drüber auf. Die wenigen 80 oder was, er will es ja verstehen. Oder sind es wieder irgendwelche Hater von Pfosten, die Auto fahren können. Ja, auf der Autobahn sind nur Hater unterwegs. Ja, noch auf Fiesta raus. Und nur 140 fahren, jetzt fahrt auf der rechten Seite. Vor dir ist keiner, hast mehr als genug Platz, um 140 zu fahren. Ja, kein Wunder, dass der Porsche rechts überholt, wenn der vorne. Und wieder den Monster rein. Okay. Ja. Viel hergeben hat das nicht, aber es war wieder der reine typische Qualitätscontent. Wir gehen gleich weiter in den Stream 3 von 3. Mal schauen. Heimweh in Rimini. Das könnte spannend werden. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Folgendes, ich bin jetzt in Italien angekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir hier jetzt gerade überhaupt nicht gefällt. Deswegen werde ich. Was hat der denn erwartet? Meint er, dass er fährt nach Italien und dann sind die Flüsse sind aus Rotwein und es fliegen dampfende Pizzen durch die Luft in sein Maul, oder? Woanders hinfahren. Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen, weil ich bin hier vorhin schon. Ich fahre gerade so einen ganz kleinen Fußweg oder so ein ganz. Das ist kein Fußweg, das ist eine Straße, aber mir ist gerade auch ein Auto entgegengekommen. Aber es ist halt so, dass mir gerade schon, als ich hier gefahren bin, fast ein Hund ins Auto gelaufen ist. Und das möchte ich natürlich vermeiden, deswegen fahre ich jetzt langsam hier. Jetzt bin ich, wie gesagt, schon in Rimini. Weiß nicht, irgendwie fühle ich mich unwohl hier. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich eigentlich so viele Jahre noch nie irgendwo war und ich bin auch hier komplett alleine. Das heißt, wenn hier irgendwas passiert oder so, dann stehe ich ganz schön dumm da. Ich muss auch dazu sagen, du stehst so oder so ganz schön dumm da. Du bist schon immer ziemlich dumm da gestanden, weil du ziemlich dumm bist. Sagen, dass ich mit diesen Mautstellen ein bisschen ein Problem hatte. Sind teuer, nicht, Rainer? Das, wenn man das erste Mal selber zahlen muss, so ein Mautding, schlackert man mit den Ohren. Ich habe sowas ja noch nie gemacht in meinem Leben. Und als mir Hater nachgefahren sind, habe ich die dann dadurch abgehängt, dass ich in eine Mautstelle reingefahren bin. Ja, genau. Die Hater sind ihm bis nach Italien nachgefahren. Und er hat sie dann dadurch abgehängt, dass er auf die Autobahn durch die Mautstelle durchgefahren ist. Da kriegt die scheiß Paranoia schon wieder heftigst. Rainer, niemand fährt dir bis nach Italien nach. Niemand. Und wenn es jemanden gibt, der sich tatsächlich leistet, dir bis nach Italien nachzufahren, bei den heutigen Spritpreisen, dann lässt er sich von so einer Mautstelle, glaube ich, nicht abbringen. Ganz ehrlich. Laber keine Scheiße. Hat die Hater in der Mautstation abgehängt, Alter. Ich bin nicht in die Mautstelle reingefahren, sondern ich bin natürlich über die Mautstelle dann quasi so hingekommen, dass die dann abgehauen sind. Auch weil ich dann die Polizei gerufen habe, so als geheißen hat, ich habe an der Mautstelle geschrien, als geheißen, ja, rufen Sie die Polizei. Du hast die Polizei in Italien angerufen, dass du verfolgt wirst auf der Autobahn. Es ist jetzt jedenfalls so, dass ich, wie gesagt, beschlossen habe, woanders hinzufahren. Ich werde jetzt nicht nach Deutschland zurückfahren. Wohin ich genau will, spielt erstmal keine Rolle. Aber ja, ich möchte jetzt in Österreich auch nicht nochmal rausfahren, weil ich habe aufgrund der Vollidioten, die mir da vorhin begegnet sind, gegen die ich da vorhin was machen musste, ist es so gewesen, dass ich dann in der Mautstelle, wie gesagt, reingefahren bin und wieder rausgefahren bin. Und da war es so, dass ich erst einmal komplett schräg gefahren bin und dann irgendwie dreimal durchfahren musste und dann hat es alles nicht funktioniert. Und
Der Mann ist zu dumm, durch eine Mautstelle durchzufahren. Es war mir persönlich alles, das war nicht geil. Es war echt nicht geil. Und es hat mir auch echt die Freude genommen an dem Ganzen. Und ich muss auch echt sagen, ich bin extrem angespannt, ich bin extrem unzufrieden gerade, ich fühle mich extrem unwohl. Das Hotel ich war jetzt sogar am Hotel, das war jetzt aber auch nicht so das Oberschöne. Und dazu kommt, dass das, was ich mir fürs Hotel ausgemalt habe, auch teurer war. Problem ist, dass ich diesen Monat aufgrund verschiedener Ausgaben für meinen Laptop und so weiter leider nicht so große Sprünge mehr machen kann jetzt gegen Ende des Monats, beziehungsweise für mich ist es Ende des Monats, weil ich Mitte des Monats erst mein Gehalt kriege. Ein Gehalt? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich gerade selbst ein bisschen überfordert auch. Alter, der Mann hat sein Grundstück und sein Haus verkauft. Er hat vor nicht einmal 3 Monaten die Kohle dafür gekriegt. Ist alles weg. Es ist alles weg. Ich sag, die Schätzungen waren, dass er uns um die 70.000, vielleicht ein bisschen mehr gekriegt hat für die Schanze. Ist alles weg. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist das, was ein normaler Mensch in 3 Jahren netto verdient. Hat der in 2,5 Monaten auf den Kopf kauen. Vielleicht war es einfach ein bisschen zu voreilig von mir, jetzt direkt nach Italien abzuhauen. Nein, es war zu voreilig von dir, diesen riesen Auto zu kaufen. Es war zu voreilig von dir nochmal einen Laptop und nochmal ein Tablet zum Kaufen und nochmal dies und nochmal das und eine VR-Brille für über 1.000 Euro. Das war alles zu voreilig von dir. Kohlen zusammenhalten, das hättest du machen sollen. Ja. Keine Ahnung, ein Passat-Kombi kaufen und dann damit in der Gegend umeinander fahren. Mit dem Klump, was du vorher schon gehabt hast. Das wäre vielleicht der Sache gewesen. Dann hättest du jetzt noch zigtausend Euro. Könntest im schönsten Hotel übernachten. Ohne Probleme. Wobei, ich muss dazu sagen, natürlich, ne, der Gedanke, dass ich erstmal eine Weile meine Ruhe hätte, war dann natürlich sehr, sehr verlockend. Ja, hier sind die Autofahrer. Ich muss auch sagen, ich finde auch die Autofahrer in Italien hier ein bisschen arg übertrieben. Weil er beschwert sich über die Autofahrer in Italien und sein Auto sagt ihm schon wieder, dass er irgendwas falsch macht. es wirkt auf mich alles ein bisschen eng und bedrückend und so weiter. Das gefällt mir echt gar nicht. Ja, wir sagen, in Italien wird anders Auto gefahren wie in Deutschland. Da muss man sich dran gewöhnen. Und wenn man selber dumm zum Autofahren ist, dann wird es schwierig, sagen wir es mal so. Ja. Ach, da fahren immer die Leute so nah nebeneinander. Es war nämlich vorhin mein Problem. Ich habe da teilweise nicht genau gewusst, wo ich hinfahren muss. Und Alter, ich kann es mir vorstellen, er wackelt dann da in der Gegend umeinander. Dann blinkt er rechts, dann blinkt er links, dann gibt er Gas, dann bremst er runter und die Leute hinter ihm fahren, die gehen komplett apeshit. Das war mir alles ein bisschen zu übertrieben dann. Und dann habe ich mich irgendwie zweimal in diese blöden Schranken verheddert. Ja, jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich ein bisschen mehr davon weiß, fühlt es sich auch ein bisschen einfacher an. Ich war jetzt im Hotel kurz drinnen. Erst einmal war es ein bisschen arg bescheiden, was die Parkplätze anging. Dann waren die Preise ein bisschen bescheiden, weil es einfach mal das Doppelte gekostet wie vorher. Und dann kommt dazu, dass ich relativ viel für die Maut gezahlt habe. Wie denn das Doppelte wie vorher? Wie vorher was? Ich hätte gedacht, du hast das gebucht. Wenn du das zum gewissen Preis gebucht hast, dann kann das ja jetzt nicht das Doppelte kosten. Das Doppelte wie was? Das Doppelte wie im Auto auf dem Rastplatz schlafen? Oder wie? Nee, also ich dachte, ich habe genug dabei. Also ich habe jetzt noch mindestens 120 Euro oder 130 Euro dabei. Der hat noch 120 Euro. Der hat noch 120 Euro. Damit fährt er nach Italien. Er hat kein Geld mehr auf dem Konto. Und er hat nur 120 Eier in der Hosentasche. Damit fährt er nach Italien. Und dann kommt er beim Hotel an.
Weil durch seine Schufa-Geschichten wird der Mann keine Kreditkarte haben. Dann muss der das bar bezahlen. Vorher. Und dann sagen die, ja, das kostet so und so viel. Und dann sagt er, ihr habt jetzt nur 120 € in der Tasche. Und dann sagen die, Medal off. So, das war's. Ja, das Hotel, das hat man, die Parkplatzsituation und hier, das war mir auch nicht luxuriös genug, so ungefähr. Nein, du hast einfach keinen Knopf Geld mehr in der Tasche. Das ist der Punkt. Und die haben sich gedacht, jemand, der so ausschaut wie du, wenn da reinkommt und 120 € sagt, hier, sagen die, nee. Du willst so und so lange bleiben, du hast keine Kreditkarte, die du uns hinterlegen kannst. Du bezahlst das alles in bar vorher. Deswegen bist du nicht im Hotel, Rainer. Und aus keinem anderen Grund. Reicht das ja locker für die Maut, auch fürs Heimfahren wieder. Er fährt jetzt wahrscheinlich echt rein. Er sagt zwar, dass er wahrscheinlich, also er sagt zwar, dass er nicht heimfahren will, aber es ist halt wieder Lülülüs, Quelle Rainer. Wahrscheinlich ist der jetzt nach Rimini runtergefahren, hat festgestellt, oh, ich habe ja kein Geld mehr, ich kann hier nicht im Hotel pennen, und in Italien am Rastplatz pennen ist eine andere Hausnummer wie in Deutschland. Davon ist auszugehen. Und nimmt er seine 120 €, weil die gerade nur für die Maut lange, und dann fährt er wieder zurück. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, wieder komplett nach Deutschland zurückzufahren. Schon gestern Abend oder halt heute Abend, ist schon um 7 oder so. Das hat sie dann richtig rentiert, Rainer. Um 5, weil vielleicht wäre es gescheiter gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Nein, das wäre gescheiter gewesen, wenn du überhaupt gar nicht nach Italien gefahren wärst. Du bist jetzt da 1000 Kilometer runtergefahren, hast dann denkst, oh, es ist aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann fahrst du 1000 Kilometer wieder hinauf. Die Sache ist halt, hier zu sein war jetzt echt stressig. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, wenn ich erstmal kleinere Schritte gemacht hätte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt selber nicht genau, was ich jetzt wirklich vorhabe. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch ein wenig Heimweh, obwohl ich jetzt eigentlich erst einen Tag weg bin. Reiner Heimweh kann man haben, wenn man ein Zuhause hat. Du bist obdachlos. Ich erzähle jetzt, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Also ich habe neulich irgendwie das Gefühl gehabt, dass mich alles immer wieder zurückzieht. So. Es ist nicht unbedingt die Angst vor was Neuem, weil ich mache ja viel Neues. Und es ist dann wirklich die Angst, was anderes zu erleben. Aber irgendwas hält mich einfach in dieser Ecke von Deutschland. Also doch, das ist die Angst. Du hast Angst vor Sachen, die du nicht kennst. Das ist der Punkt. Und weil du auch niemanden hast, der die bei der Hand nimmt und sagt, hier Rainer, da geh mal hin, das mach mal. Und weil es natürlich auch sauber traurig ist, dann alleine nach Italien in Urlaub zu fahren. Ich unternehme ja viel Neues und so. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass mich irgendwie immer alles zurückzieht. Ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwie so ein innerer Zwang auch. Ich habe neulich tatsächlich sogar geheult, weil es mich aufregt. Nee, er heult nicht, weil er traurig ist. Nur weil es ihn aufregt, weil es ein harter Mann ist. Das ist mich am meisten, das ist nämlich das Hauptproblem. Es regt mich auf. Es regt mich auf, dass ich das loslassen kann. Ich habe kein Problem damit, dass das Haus abgerissen wird. Ich habe kein Problem mit Schauerberg. In Schauerberg selber hält mich nichts. Gar nicht. Aber in Neustadt, in der Umgebung von Neustadt, Nürnberg, Erlangen, Fürth, vielleicht ist es einfach, dass ich habe 30 Jahre da gelebt. Ich habe kein Problem, neue Sachen zu erleben. Ich habe keine Probleme, woanders zu schlafen. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich wieder zurückgezogen werde. Ja, das ist halt das Problem. Du bist komplett entwurzelt worden jetzt durch deine eigene Schuld. Und das blüht dir jetzt langsam. Noch dazu kommt der Prozess immer näher. Und du hast keine Kohlen mehr in der Tasche. Weil du hast ja in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wenn die Realität dir zu nahe gekommen ist, dann hast du einfach Kohlen aus dem Fenster geworfen. Konsum, um den eigenen Schmerz zu übertünchen. Das hat jetzt noch ein paar Wochen gut funktioniert. Aber du hast jetzt einfach alles verbrannt, was du noch gehabt hast. Jetzt hast du 120 Flocken in der Hosentasche.
und denkst dir, shit, ich kann mir hier mit dem Geld nicht mal für eine Nacht ein Hotelzimmer nehmen. Ich bin massivst angeschissen. Und in 10 Tagen ist der Prozess und dann gehe ich wahrscheinlich ins Gefängnis. Scheiße. Und ich habe kein Geld mehr, um mich von dieser Realität abzulenken. Das ist gerade dein Problem. Als wäre da irgendwas, was mich festhält. Wenn das Haus wirklich komplett weg ist, alles weg ist, ich kriege das ja mit, habe ich wirklich überlegt, einfach mal vorbeizufahren, mir alles nochmal anzuschauen und damit abzuschließen. Weil ich habe eigentlich damit abgeschlossen, als ich raus bin, dachte ich zumindest. Aber irgendwie scheint immer noch irgendwas in mir zu schreien, da ist noch was. Also verstehe mich nicht falsch, wie gesagt, ich weine jetzt nicht dem Haus nach, ich weine dem Leben nach. Definitiv nicht. Ich habe in dem Leben wirklich genug Scheiße erlebt und ich muss es echt nicht wieder haben. Und umso unwohler ich mich fühle, wenn... Aber es war eine Art Alltag, so dass sein Leben hatte eine Art Struktur. Das hört sich jetzt paradox an, weil er Arbeitsloser ist, der in der Müllkippe gewohnt hat und ab und zu zum Brüllen nach draußen und Vierteltonne wiegt. Aber es hatte eine Art Struktur. Der Rainer hat ein Leben gehabt, in dem er Regelmäßigkeiten hatte. Die waren nicht schön, aber sie waren regelmäßig und er hat Aufmerksamkeit gekriegt. Da ist er dann, er wusste, es kommen fast jeden Tag Besucher vorbei. Ja? Dann kann er sich darüber aufregen, dann kann er darüber palabern, dann kann er sich da im Stream dafür ein paar Barren rausschmeißen lassen. Und das hat er gewusst, dass das konstant so bleibt. Und jetzt, seitdem er da raus ist, ist das alles nicht mehr da. Er hat keinen geregelten Tagesablauf mehr. Also, wie gesagt, im weitesten Sinne geregelter Tagesablauf. Ja. Richtiger geregelter Tagesablauf ist arbeiten gehen. Aber das findet alles nicht mehr statt. Und es fehlt ihm, glaube ich. Hier diese Verfolgungsjagdgeschichte, das hat ihm jetzt ein paar Tage Spaß gemacht, aber langsam langweilt es ihn. Vor allem, weil er halt jetzt auch keine Kohlen mehr hat und weil er merkt, wo er ein paar Tage davor noch gesagt hat im Stream, gesagt, ja, hier, ich habe viel mehr Zeit, Ausdauer und Geld als die Hater und deswegen halte ich das hier länger durch. Und 2 Tage später so, scheiße, mir gehen die Kohlen aus. Und ich habe nicht mal so viel Zeit, weil ich bald in den Knast gehen muss. Heftiger Shit, ich bin lackiert. Und jetzt blüht's ihm. Wenn ich weggehe, umso stärker wird dieser Drang. Ich hab das Problem auch nicht gehabt, als ich hierher losgefahren bin, heute Mittag. Das hat sich erst eingestellt, als ich so halb in Österreich war, schon halb in Italien war. Da hat sich dieses Gefühl wieder eingeschlichen. Ich muss sagen, in Italien sind die Autofahrer sehr aggressiv. Also zumindest das, was ich jetzt mitbekommen habe, ist sehr aggressiv gewesen teilweise. Weil ich bin hier teilweise gefahren und hier hatten wir wirklich teilweise, also es war schon echt nicht ohne. Das war so nichts aussagend, wie es da geht. Also ja, ich muss sagen, also hier in Italien, also die Autofahrer, die sind schon aggressiv. Ich bin hierher gekommen, die waren schon also haben die schon, also weiß ich nicht, und so nicht ohne. Das war einfach 30 Sekunden lang reiner Dümpfiff. Was war das denn? Hier ist doch gar nichts vor mir, hier ist doch vor mir nur Straße. Also gut, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht länger aufhalten. Ich danke euch für die Unterstützung. Ich werde jetzt mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo pullern gehen kann. Und auch die Information ist nicht wichtig für deine Zuschauer. Und bedanke mich bei euch schon fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Na gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschüss. Meloff. Ja. Was lernen wir da draus? Er ist halt doch nicht derjenige, der so viel Geld hat, dass er das ewig aushält mit der Schnitzeljagdgeschichte. Und
Der ist jetzt nach Italien runtergefahren. Hat festgestellt, ja, scheiße, Realität ist doch ein Hater. Und jetzt fährt er wieder zurück. Oh Mann. Es wär deutlich lustiger, wenn es nicht so traurig wäre. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann das war, jetzt vom 11.3. Ja, das ist auch schon wieder 3 Tage her. Wahrscheinlich ist er inzwischen schon längst wieder hier durchgemeddelt. Haben leider nicht gesehen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den 14.3. Der Prozesstag rückt näher und näher. Ich muss arbeiten nur an dem Tag. Aber ich habe meine Wege, um auf dem Laufenden zu bleiben. Discord-App auf dem Handy regelt das. Bis dahin, darf ich sagen, Medal off. Und ich wünsche euch eine schöne Woche.